Mit der Zeit hat sich das schöne Mädchen an das Ungeheuer gewandt und hat gar keine Angst mehr vor ihm. Das Tier hat zwar schrecklich ausgesehen, aber es ist immer freundlich und liebenswürdig zu der Belle gsi. Die Belle hat gemerkt, dass das Biest ein gutes Herz hat und hat es richtig gern bekommen. Aber nach einer Weile hat Belle Heimweh bekommen und hat das Ungeheuer gefragt, ob sie einmal ihren Vater besuchen. »Ach ja«, hat das Tier gesagt und tief geseufzt. »Ach ja, gang nur. Ich möchte ja nicht, dass du traurig sein musst. Aber wenn du bei deinem Vater bist, dann wirst du mich sicher vergessen. Wenn du aber nicht mehr zurückkommst, dann muss ich vor Kummer sterben.« Die Belle hat versprochen, dass sie spätestens nach 7 Tagen wieder zurückkäme und hat sich froh auf den Heimweg gemacht. Der Vater war überglücklich, als er sein jüngstes Töchterli wieder gesehen hat. Und wo die 7 Tage vorbei sind, hat er die Belle nicht gehen lassen und hat sie überredet, noch ein bisschen zu bleiben. Einmal in der Nacht aber hat Belle im Traum ihres Biest gesehen. Es war vor lauter Kummer und Einsamkeit schon ganz krank gsi. Sofort hat sich Belle auf den Weg gemacht zum Schloss. Im Schloss war es ganz still gsi. Voller Sorgen ist Belle durch alle Zimmer gelaufen und hat überall vergeben nach dem Tier gesucht. Erst als sie in den Garten gekommen ist, hat sie es gesehen. Das Ungeheuer ist im Gras gelegen und hat sich nicht mehr bewegt. Da ist Belle zu ihm angesprungen und hat bitterlich brieken, weil sie gemeint hat, ihr liebes Tier sei gestorben. Wie hat sie aber gestaunet, wo statt dem grässlichen Ungeheuer auf einmal ein schöner, junger Prinz da gelegen ist. Er hat sie ganz lieb und freundlich angeschaut und hat gesagt: »Liebste Belle, weisst, eine böse Fee hat mich in das schreckliche Ungeheuer verwandelt. Ich musste so lange ein Tier bleiben, bis ein schönes Mädli mich, trotz meinem hässlichen Aussehen, gern hat. Du aber hast gespürt, dass in mir drin ein gutes Herz ist und hast mich mit deiner Liebe erlöst.« Und jetzt ist in aller Pracht Hochzeit gefeiert worden. Die Schöne und das Biest, wo jetzt wieder ein schöner Prinz war, haben geheiratet. Und sie haben lang und glücklich miteinander gelebt, in dem prächtigen Schloss, mitten im Wald.